Hallo Motherfucker und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss. Ihr dürft mir aber auch nur Alexo sagen. Ich bin für euch recherchieren für Bordells, natürlich nicht zum Eigengebrauch. Und habe mir ganz viele Google-Rezensionen angeschaut und die besten, die ich gefunden habe, stelle ich jetzt in diesem Video vor. Bevor wir aber mit diesem Video anfangen, könnt ihr sehr gerne einen Daumen gegen oben da lassen und das Abo, dass ich eigentlich die 200 Abonnenten knacken. Und ich würde sagen, reden wir nicht lang um Heißbei, um Spreizerbei und los geht's. Wir waren als Kinder oft dort, das geht ja schon mal gut los, weil die Mutter meines Freundes dort gearbeitet hat. Imagine, Alter, du nimmst echt dein Kind mit zu arbeiten zum Buff, holy shit. Haben sie dort so eine Spielecke oder was? Wie kann ich mir das vorstellen? Haben sie Kita, eine interne Kita Alter, im Bordell? Das ist eine Marktlücke. Veronika aus Mazedonien hat gar kein Verständnis für meine Bedürfnisse als Seestern. Was zum Fick meint ihr mit Seestern, Alter? Patrick Star oder was? Oder Patrick sie? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Sie will nicht mal, dass man bei ihr 3 Löcher auf einmal penetriert. Wie kann's die Frau wagen, Bedürfnisse beim Geschlechtsverkehr haben? Mann. Ey, Veronika, lass doch einfach über die Leute gehen. Du nicht so blöd, du dummer scheiß Schlag. War letztens vor Ort. So alt wie der Schuppen, so alt waren auch die Frauen. Verdammte Scheiße, Mann. Hat zwar Vorteile, wenn die Frau auf den Felgen kaut, kann dir kein Gewinde aus der Nuss drehen. Wie er es beschreibt, Bro. Aber wenn man ihr danach den Senioren-Ferrari holen muss, ist blöd. Ich hab das Gefühl, Ragnarök 1291 ist nicht ins Bordell gegangen, sondern hat eine Ausfahrt zu früh genommen, ist im nächsten Altersheim gelandet und hat einfach dort reingebollt. 6 im Altersheim, da sagt keine Oma nein. Ey Bro, ich muss ehrlich sein, die Frauen da sind ziemlich ranzig. Wie ein Big Tasty, der seit 20 Minuten da rumlag. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Frauen wollte ich nicht mal bumsen, die kamen einfach und hat mich durchgenommen. Und da musste ich trotzdem bezahlen. GTA Stripclub ist besser. Das auf dem Bild bin by the way ich. Qualität und Service haben stark nachgelassen. Teilweise auch dreckig und überall fliegen benutzte Gummis rum. Das klingt nach einem sehr coolen Etablissement. Kann ich sicher nochmal her. Sicher cool. Der Hammer! Eine Dame konnte sehr tief. Mamma mia! Allerdings kam ab und zu der Reflex rauf. Wie kann die jetzt wagen, einen Bürgerreflex hat, die Frau? Hey. Merkt nicht das, Jungs, wenn ihr das nächste Mal ein Date habt mit einer Frau, fragt sie nicht nach Sternzeichen, Alter oder Herkunft, sondern wie ausprägt ihr Bürgerreflex ist. Kommt sicher gut an, vertraut mir. Sehr gutes Bumsmaterial. Eierverwöhnung inklusive. Leider wollte die Dame mir mein Hinterteil verwöhnen. Weil du plötzlich doch genommen wird. Schau, wie shit. Japi, komm runter, lutschen. Guter Boosting Service, bin jetzt League of Legends Diamond 5. Ich habe nicht gewusst, dass im Bordell auch das angeboten wird. So, sind ihr mich jetzt endlich mal holen? Kann ich eine... Bei League of Legends auf Dia 5 posten. Mega fresh. Haben sogar die Prank Bros getroffen. Stellt euch vor, Alter, ihr geht ins Buff rein und dann hört ihr von Ecken. Peace Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Kelvin. Einfach die Prank Bros dort, die 24 Stunden im Buff Challenge machen. Holy shit. Jetzt kommt die finale Challenge, Alter. Finale Challenge jetzt, genau. Und zwar holen wir uns jetzt gegenseitig einen runter. Mamma mia! Gekommen, um zu kommen. Ist actually ein guter Spruch. Sehr guter Ort und ganz tolle Frauen. Kann ich absolut empfehlen. Sophia ist eine Granate. Hier ist das Bild von Sophia. Oh, Walla, da oben ist eine Suppe. Nettes Etablissement. Leider ungeeignet für eine Beerdigungsfeier. Diese Michi, ey. Nette Empfangsdame. Sauber, volle Zeit genutzt. Atmosphäre, familiär. Ist ja jedem das seine, gell? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Sonntagsausflug mit der Familie ins Buff mit Frau und Kind gut geeignet ist. Aber ja, muss jeder selber von sich wissen, gell? Ich will natürlich niemandem hier vorschreiben, wie man leben, gell? Jeder kann machen, was er will, weil
Jeder steht dazu, was er macht. Super Ort, um Kindergeburtstage zu feiern. Ach du Scheiße. Nicht gut. Schwanz gebrochen. Wie hat er echt das geschafft? Kurve der Arbeiterinnen lassen zu wünschen übrig. Da seht ihr es. Immer wieder Mängel tauchen im Bordell auf. Mann, können die Frauen nicht einfach bessere Ärsche haben? Hey, verdammt nochmal. Cooler Lümmel, du verdammte Siech, du Blöde. Top-Leistungen, auch für kleine Freude. Aber wenn man etwas Enges sucht, sollte man zu Tinder wechseln. Aber ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. So, bevor wir das Video beenden, habe ich noch schnell ein bisschen etwas sagen. Klar haben wir uns jetzt hier ein bisschen lustig gemacht über die Typen und vielleicht auch ein bisschen über die Frauen. Aber ich habe sehr viel gelesen und ihr habt selbst auch gemerkt, dass vielleicht auch manchmal abschätzend über die Frauen geredet ist worden. Und so, und ich wollte einfach mal sagen, bitte, Jungs vor allem, respektiert die Frauen, respektiert alle Frauen. Ob es jetzt ein Camgirl ist, eine Stripperin oder eben so eine Dame, die jetzt in diesem Etablissement arbeitet. Es hat jede Frau verdient, dass man sie mit Anstrengung und mit Respekt behandelt. Und nur weil sie so einen Job hat, heisst es nicht, dass man sie wie der letzte Dreck behandeln soll. Merkt euch bitte das. Und in diesem Sinne beende ich auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt den Daumen durch, abonniert, supportet mich bitte. Und schaltet bitte das nächste Mal auch wieder ein, wenn es wieder heisst. Auf alten und schweren Pfannen lernt man kochen.